Meine Damen und Herren, bevor Herr Höcker ins Mikrofon treten wird, möchte ich aus aktuellem Anlass noch einen Bericht vom vergangenen Dienstag in der ZDF-Sendung Frontal 21 eingehen. Dort wurde unter dem Gesamttitel "Das Leiden der CDU mit der AfD" die Fraktionsmitgliedschaft unseres Parteimitgliedes Andreas Franke dafür benutzt, ein verzerrtes Bild über die Zusammenarbeit mit ihm in der Kreistagsfraktion darzustellen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bundestagswahl, ich höre dir trapsen, möchte man da sagen. Herr Franke arbeitet nach meiner Kenntnis seit 2014 hervorragend mit den Kollegen der CDU-Fraktion auf kommunaler Ebene zusammen. Durch die Erklärung von Fraktionschef Gnilke, Herr Franke habe sich voll und ganz den Werten der CDU unterworfen und es werde erwartet, dass er das auch befolgt und nicht sein eigenes Süppchen kocht, wurde Herr Franke völlig vor den Kopf gestoßen. Manches FDP-Mitglied mag sich an alte Zeiten erinnert fühlen. Vielen Dank, Herr Gnilke, für die aufklärenden Worte in unmittelbarer Nähe der Bundestagswahl. Die Vorwürfe, unser AfD-Kreisverband würde die CDU-Fraktion dämonisieren, zeigt einmal mehr das verschobene Realitätsempfinden einiger Parlamentarier. Mal abgesehen davon, dass eine Diskussion über die Werte der CDU wohl erst einmal in den eigenen Reihen abgeschlossen werden sollte, steht Herr Franke die politische Arbeit in Ihrer Fraktion von unserer Seite aus völlig frei. Eine, wie Sie es nennen, Unterwerfung wird es in den Reihen der AfD auch im Umgang mit anderen Meinungen nicht geben. Unser AfD-Kreisverband wünscht Herrn Franke weiterhin eine gute und konstruktive Mitarbeit in ihrer Kreistagsfraktion und bittet die vernunftorientierten Mitglieder der CDU-Fraktion um eine weitere gute Zusammenarbeit. Ja. Dankeschön. Es ist schön, Sie alle hier zu sehen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Andreas Franke, hier aus Elsterwerda, Stadtverordneter und Kreistagsabgeordneter. Und ich möchte mich in erster Linie erstmal bei all denjenigen bedanken, die mir in der Wahl 2014 das Vertrauen ausgesprochen haben. Und für mich ist ein Maß aller Dinge das Vertrauen der Wähler an erster Stelle. Wenn wir Aufgaben mit der CDU gemeinsam erledigen können, dann sollten wir das tun. Wenn die CDU das nicht mag, dann muss sie das kundtun und dann werden wir die entscheidenden Schlüsse daraus ziehen. Wir bleiben in unserer AfD unserem Motto getreu. Wir arbeiten für unser Land, für unser Volk und das ist gut so. Vielen Dank.